Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist mit 20. Also es ist noch nicht lange her, da war ich 20. Also mich dünkt es zumindest so. Da habe ich mir überlegt, wie verläuft mein Leben? Und ich mag mich noch gut erinnern, ungefähr in diesem Alter, da habe ich gedacht, also mein Leben verläuft ziemlich geradlinig, vorhersehbar. Ich werde irgendwann heiraten, wir werden Kinder haben, wir werden eine glückliche Familie sein, ich werde eine Ausbildung machen zum Pastor, ich werde mein Leben lang Pastor sein und jeden Sonntag eine Hammerpredigt halten. Und die Leute werden mich mögen nachher. Und so weiter und so fort. Inzwischen sind 2-3 Jahrzehnte vergangen und ich stelle fest, es ist ein bisschen anders verlaufen. Manches wurde so, aber es gab auch etliche sehr herausfordernde, schwierige Situationen. Menschen haben mich verletzt, ich habe andere verletzt, es gab Brüche, es gab Schwierigkeiten, es ist über manche Kurve gegangen. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie denn das so ist, wie geht man mit solchen Situationen um, wenn es eben nicht so vorhersehbar funktioniert in unserem Miteinander. Jetzt könnten wir sagen, ja gut, das ist vielleicht in deinem Leben so, aber wir hier in unserer Kirche, das ist alles ganz anders. Wir sind immer flott miteinander unterwegs. Meine Erfahrung ist, dass es auch in der Kirche immer wieder Situationen gibt, wo man durch eine ziemlich schwierige Zeit hindurch muss. Man kann auch weggehen dann, und ich erlebe das öfters. Ich mache öfters auch Beratungen in Kirchen und stelle dann fest, dass nicht alle dann den Durchhaltewillen haben, wenn es mal so richtig unten durchgeht und 1, 2, 3, 4 Jahre überhaupt nicht gut läuft im Miteinander und ganz viele Verletzungen da sind und schwierige Situationen und Brüche passieren und so weiter. Es gibt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Die Bibel ist nicht voll von Geschichten, wie ich mir mein Leben vorgestellt hatte, damals mit 20, sondern sie ist voll mit Geschichten, wie dein Leben und mein Leben real verläuft und auch unser Miteinander verläuft. Es beginnt schon ganz vorne bei Kain und Abel, also furchtbar, wie die miteinander umgegangen sind, Mord und Totschlag. Dann geht es weiter, Noah säuft zu viel, hat Sex mit den Falschen, was weiß ich, Abraham, Isaac, Jakob. Also diese Geschichten, das ist ja zum Haare raufen, wenn man das liest. Jakob lügt sich durchs Leben. Dann geht es ja weiter, auch bei den Propheten, die hatten dann gewisse schwierige Zeiten. Jeremia, unschuldig, kam er unter die Räder, obwohl er eigentlich dem Volk helfen wollte. Dann im Neuen Testament, da schreibt Petrus Briefe, da schreibt Paulus Briefe an die ersten Christen, an Kirchgemeinden. Und nur ein kleines Beispiel. Also die Korinthergemeinde, wir haben ja 2 Korintherbriefe und die waren ja schon speziell. Also die waren viel schlimmer unterwegs als wir, wirklich. Und man weiß, es gab noch einen 3. Korintherbrief, das ist der zwischen dem 1. und dem 2., den wir in der Bibel haben. Da gibt es einen sogenannten Tränenbrief, den Paulus an die Korinther-Christen geschrieben hatte. Der ist verloren gegangen. Man nennt ihn Tränenbrief, weil er offensichtlich in diesem Brief sein Herz zum Ausdruck brachte, was da alles schief ging in dieser Gemeinde, in dieser Kirche. Also gut, wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir diese Geschichten anschauen, und ich möchte mit euch über eine Geschichte nachdenken oder anhand von einer Geschichte über das Thema nachdenken, wie können wir mit schwierigen Situationen umgehen, vor allem wenn es verletzende Situationen gibt unter uns jetzt. Und wir wollen das tun anhand von der Josefsgeschichte. Und natürlich, ich werde dann gewisse Schritte zeigen und also mich nicht immer nur auf die Josefsgeschichte berufen, sondern auch noch andere Bibelstellen dazu nehmen. Aber ihr seht hier, wir reden über die Josefsgeschichte, die findest du im 1. Buch Mose, Kapitel 35 bis 50. So, und jetzt lesen wir den Text. Nein, das war ein Witz. Kapitel 35, da beginnt, Josefs Mutter hieß Rahel,
Das war eine der 2 Frauen von Jakob. Es gab noch mehr Frauen, Nebenfrauen. Und die Rahel, die hatte den Josef geboren und dann später bekam sie noch einen Sohn und das war der Benjamin. Und bei der Geburt von Benjamin starb sie. Und dann lesen wir, also dann gibt es noch andere Geschichten und dann springen wir nach vorn hier und lesen im 1. Buch Mose Kapitel 37 ab Vers 1 folgenden Text. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Also er war damals schon halbweise sozusagen. Also seine Mutter war schon gestorben und er lebte daneben mit seinen Brüdern oder in der Sippe mit Halbbrüdern und so weiter, lebte er da, war unterwegs. Und man muss sich das vorstellen, das war schon eine rechte Herausforderung, oder? Du verlierst dann deine Mutter und bist dann da irgendwie in einem Haufen mit Halbbrüdern und Nebenfrauen und was weiß ich. Das ist eine ernsthafte Kränkung, die ein Kind erlebt. Und damit musste er zurechtkommen. Jetzt ist er 17 und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Es waren Nebenfrauen. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Also, er hat ein bisschen gerätschet, oder wie im Alten. Das fanden die anderen gar nicht lustig, also seine Brüder. Israel oder Jakob aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Jetzt musst du dir mal überlegen, was heißt das? Oder das sind jene Brüder und einer ist der Liebling vom Vater. Was macht das mit Josef? Was macht das mit den Brüdern? Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Sie wollten ihn nicht mehr ansehen. Sie haben ihn rausgekippt. Zweite Kränkung. Du wirst einfach aus deiner Geschwisterschaft rausgekippt. Du bist übrig. Niemand will dich mehr. Sie schauen ihn nicht mehr an. Sie grüßen ihn nicht mehr. Und einige von uns wissen das vielleicht, wie das ist. Du gehst durchs Dorf auf dem Fußpfad und auf der anderen Seite kommt dir jemand Bekanntes entgegen und diese Person grüßt dich nicht. Sie schaut demonstrativ noch weg. So ging es dem Josef. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und dann kommen diese Geschichten, dass der Josef dann aufs Feld geschickt wird. Die Brüder hüteten Schafe oder Ziegen oder was auch immer, irgendwelche Viecher. Und dann kommt er dahin und sie sehen ihn kommen und sagen, da kommt er, jetzt ist der Moment. Jetzt rächen wir uns. Und sie schmeißen ihn in einen Brunnen, die einen wollen ihn umbringen, die anderen sagen, nein, bloß nicht, das gibt nur noch mehr Probleme. Sie schmeißen ihn in einen Brunnen und dann wird er verkauft. Kommt zufälligerweise eine Karawane vorbei, die zieht nach Ägypten und da verkaufen sie den Josef an diese Karawane, die nehmen ihn als Sklave mit. Ja, musst du dir mal vorstellen. Gehst im Brunnen, aber nachher wirst du noch verkauft. Von den eigenen Brüdern. Kränkung pur. Er kommt nach Ägypten, ist dort auf dem Sklavenmarkt, kommt ins Haus des Potiphar, also ein Diener am Hof von Pharao. Von der Leibwache war er, glaube ich. Und da steigt er auf in der Sklavenhierarchie. Und es geht immer besser. Und wo es so richtig gut läuft, hat die Frau des Potiphars diese saublöde Idee, dass sie mit ihm ins Bett will, mit dem Josef. Also ihren Mann hintergehen. Und der Josef steigt nicht darauf ein, er bleibt integer. Und die haut ihn nachher in die Pfanne, Folge, er wandert ins Gefängnis. Es geht wieder nach unten. Unschuldig, wohlverstanden. Und damals waren Gefängnisse nicht so wie bei uns, also kein Handy, kein TV, nichts. Das war ein Loch.
Und da kommen andere auch ins Gefängnis, denen deutet er auch Träume. Das waren der Mundschenk und der Metzger oder der irgendwie, was weiß ich, da vom Pharao. Und dann sagt er ihnen noch, und wenn ihr rauskommt aus dem Gefängnis, dann denkt an mich. Ich sitze ja nämlich unschuldig. Und die kommen raus und vergessen ihn. Er geht einfach vergessen. Und viel später kommt es dann doch dazu, dass der Josef dann rauskommt, an den Pharaohof kommt und dem Pharao auch Träume deutet und dann steigt er wieder auf. Bis zur Nummer 2. Du musst dir das mal vorstellen, von zu unterst zu oberst hin, bis zur Nummer 2, gleich nach dem Pharao. Und mit dem Pharao kann er das riesige Land regieren. Er bekommt Macht und Einfluss. So, und dann kommen die Brüder. Und darauf komme ich am Schluss von der Predigt wieder zurück. Jetzt fragen wir uns, wie funktioniert das, dass der Josef am Schluss, als die Brüder dann nach Ägypten kamen und Getreide kaufen wollten, dass er sich nicht rächt, nach all dem Unrecht. Er rächt sich nicht, sondern er kann dann sagen, ihr habt es böse gewollt, Gott hat es aber gut gemacht. Wie kriegt man das hin? Ich möchte mit euch ein Schema anschauen, das ist nicht von mir, sondern das habe ich geklaut oder übernommen, wurde mal in der biblischen Seelsorge und Lebensberatung in Uster, da gab es so eine Seelsorgestelle, rausgegeben. Und wir gehen diesem Schema entlang, so in 4 Schritten. Schritt Nummer 1 ist, es gibt Verletzungen im Leben, es gibt Krisen, es ist einfach eine Realität, wir wollen es vermeiden und wir meinen oft guten Willens, wir kriegen es hin, wir kriegen es nicht hin, innerhalb der Ehe, innerhalb von Familien, in unserer Kirche, überall. Wir werden verletzt, wir verletzen andere, wir lösen Konflikte aus. Es passiert einfach. Ich erinnere mich gut, als mein jüngster Sohn Teenager war. Ich hatte mir auch vorher vorgestellt, das wird richtig cool, oder? Mit einem Teenager kannst du Fußball spielen und so alles und wir zwei cool miteinander. Das Gegenteil war der Fall. Das Gegenteil, absolut. Wir haben uns verletzt, noch und nöcher, beide gegenseitig. Und wir haben es uns auch gesagt. Und das war noch verletzender natürlich. Inzwischen sind manche Jahre vergangen und wir haben unsere Beziehung wieder hingekriegt. Und es läuft gut. Aber das waren schwierige Jahre und ich habe mich gefragt, was mache ich bloß falsch? Ich bin doch Pastor. Es passiert. Oder du bist in einer Beziehung, in einer Ehebeziehung und du hast nur gute Absichten, wirklich. Aber es läuft einfach nicht. Wir verletzen uns gegenseitig. Und jeder Versuch, die Dinge zu klären, macht es nur noch schwieriger. Es wird nicht besser, sondern schlechter. Oder Menschen weichen uns aus, weil es einen Bruch gegeben hat, so nach dem Motto, komm mir nicht mehr unter die Augen, ich will dich nicht mehr sehen. Jemand hat mir mal gesagt über den eigenen Sohn, der ist für mich gestorben. Musst dir das mal vorstellen, oder was da kaputt gegangen ist, das passiert. Und nicht nur das, was wir selber anrichten, sondern das Leben verletzt uns manchmal auch. Da passieren irgendwelche Schicksalsschläge. Wir mussten vor ein paar Wochen meinen Nachbar zu Grabe tragen. Mit 64 Jahren hatte kurzfristig eine Diagnose über Bauchspeicheldrüsenkrebs. 4 Monate später ist er gestorben. Mit 64. Das ist total unfair. Der hat das nicht verdient. Überhaupt nicht. Und dem sage ich, manchmal ist das Leben eben auch sehr verletzend. Manchmal passieren Dinge, die uns entgegenkommen. Da können wir nichts dafür, wir sind einfach nur Opfer darin. Es passieren solche Dinge. Oder wir verlieren Geld, vielleicht wollten etwas Gutes tun und es ist zerbrochen. Irgendwelche Träume, die wir hatten und Vorstellungen sind geplatzt. Nicht Wirklichkeit geworden, das Gegenteil. Jetzt trifft uns das natürlich immer mitten ins Herz. Und da wird dann sozusagen entschieden,
Wir reagieren auf diese Situation, was uns da entgegenkommt oder angetan wird. Und es gibt zwei Wege. Wir können diesen Weg gehen, geradeaus, oder wir können diese Kurve hier hinlegen. Aber entscheidend tun wir im Herzen. Bis hierhin sind wir Opfer. Ab hier sind wir Täter. Immer. Weil wir reagieren auf eine Situation, die vielleicht sehr schwierig ist, unschön ist. Wir reagieren. So, und jetzt gehen wir mal zuerst diese Kurve hier entlang. Menschliche Bewältigung, was passiert da? Mit menschlicher Bewältigung meine ich, wir versuchen es allein zu bewältigen. Wir denken, wir kriegen das wieder hin. Irgendwie, wenn wir eine gute Konfliktmoderation haben und so, das kriegen wir wieder hin. Und sonst brauchen wir Mediation, dann geht es sicher. Das Motiv, das uns antreibt auf diesem Weg, ist, irgendwie müssen wir das Gleichgewicht wiederherstellen oder zumindest die eigene Ehre retten. Die Verletzung, die der andere mir zugefügt hat, muss er einsehen und wenn er sich entschuldigt, dann können wir getrost weitergehen. So, das treibt uns an. Dem sage ich menschlicher Umgang. Die Brüder von Josef, die hatten mit dem, dass sie zurückgestellt wurden vom Vater Jakob, nämlich dass der den Josef priorisiert hatte, noch ein schönes Kleid gemacht hatte, das hat sie sehr verletzt. Und die versuchten es menschlich zu bewältigen. Das geht ungefähr in diesen Schritten, nicht immer genau so. Hier ist es etwas schematisch, aber es hilft uns, uns zu orientieren. Der erste Schritt ist, man beobachtet und vergleicht und sieht, es gibt einen Unterschied und der ist unfair. Der ist unfair. Nicht nur bei Josef und den Brüdern, auch in 1. Mose 4 bei Kain und Abel hat der Kain gesehen, irgendwie, wie auch immer der das gemerkt hat, das Opfer von Abel, von meinem Bruder, wird offensichtlich, kommt bei Gott besser an als mein Opfer. So, er vergleicht und er sieht einen Unterschied und er stellt fest, es ist unfair. Jetzt können wir schon sagen, ja, der Kain, der muss irgendetwas sonst verbockt haben, das war schon mal eine Strafe. Wir wissen es nicht. Er sieht einfach den Unterschied. Und dieser Unterschied, den auch die Brüder von Josef feststellten, die führen, also innerlich beginnt es zu grummeln, innere Aggression, das führt dann dazu, dass man mal nicht mit der Person redet, sondern zumindest mal mit anderen und sagt, ist dir auch schon aufgefallen, der verhält sich immer, der ist der Liebling vom Vater und gell, das siehst du ähnlich, ja, genau. Wir reden übereinander. Nicht miteinander, sondern übereinander. Und das verstärkt das Aggressionspotenzial im Bauch. Und wir wissen alle, Jakobus schreibt das in seinem Brief, wenn wir übereinander reden und vor allem wenn Verletzungen dahinter sind, dann reden wir meistens nicht sehr gute Dinge, sondern negative. Und Jakobus schreibt davon und sagt, die Zunge, unser Reden, das ist unglaublich, was das zerstören kann. Und das wissen wir. Wenn wir nur lange genug schlecht über andere reden, dann gehen unsere Beziehungen den Bach runter. Das funktioniert einfach nicht. Es wird sicher nicht besser, obwohl wir meinen, dadurch könnten wir uns entlasten, ist ein Irrtum. Wenn man das lange genug macht, dann geht es weiter. Es wächst so etwas wie Hass oder eine bittere Wurzel. Wir vergiften uns innerlich. Vielleicht ist der Begriff Hass schon ein bisschen stark. Aber kürzlich hat mir mal ein guter Freund gesagt, also wenn ich ganz ehrlich bin, Christ, wohlverstanden, wenn ich ganz ehrlich bin, den anderen Kollegen, ich hasse ihn so. Oder da denkst du im ersten Moment, oh, ganz langsam, du bist doch Christ, das geht gar nicht. Er war nur ehrlich. Er war nur ehrlich mit sich selber und auch mit mir als Seelsorger natürlich. Und er hat gesagt, das ist so etwas von Hass gewachsen in meinem Herzen. Ich bin selber überrascht. So. Mich überrascht das nicht. Ich weiß,
wie das sich anfühlt, wenn man richtig wütend wird auf einen anderen Menschen. Und wenn man das irgendwie verdrängt oder auf die Seite drückt, dann wird es nur noch schlimmer, dann wachsen bittere Wurzeln, ohne dass man es merkt. Oder wenn man da bleibt, dann wird man verbittern daran, irgendwann. Und es geht ja dann noch weiter. Bei Josef und den Brüdern war es so, es kommt irgendwie zur Rache. Also die Brüder wollten ja nur ihre Kränkung irgendwie aufheben, indem sie sagten, jetzt muss er büßen und jetzt gibt es die Möglichkeit, jetzt bringen wir ihn um. Also haben ihn dann nicht umgebracht, aber in den Brunnen geschmissen und verkauft. So, das war die Rache. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das. Es gibt Menschen, die haben mich schon unglaublich verletzt. Und wenn man dann da runtergeht und wenn man da hinkommt und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn dann der Moment kommt, wo du merkst, jetzt kann ich die offene Rechnung begleichen. So. Das war die Situation von den Brüdern von Josef. Die wollten nur ihre Kränkung irgendwie in den Griff kriegen, die wollten die Rechnung wieder ausgleichen. Das, was sie ihnen angetan oder was sie zumindest so empfunden hatten, das wollten sie irgendwie überwinden. So. Und dann rächt man sich. Das war auch bei Kain und Abel so. Also der Kain hat genau diesen Weg gemacht. Das kannst du in Genesis 4, 1. Mose 4 sauber nachlesen, in allen Schritten. Und er ist da unten gelandet und er hat diesen Schmerz, den inneren Schmerz, den er empfand, hat er gerächt und hat seinen Bruder umgebracht. Wenn man diesen Weg geht, dann hat das Folgen. Wohin führt das? Hast du eine Idee? In welchen Zustand führt das? Beziehungen zerbrechen komplett. Wir sind innerlich sehr frustriert, oft verbittert. Angst. Wir kriegen es nicht mehr hin. Angst leitet uns, auch Angst vor Begegnungen mit solchen Menschen, die uns solche Dinge angetan haben oder wir es zumindest so empfinden. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal führt es auch zu sogenannten Ersatzhandlungen oder Suchtverhalten, kann man auch sagen. Das ist nicht immer die Ursache von Suchtverhalten, aber manchmal, wenn der Schmerz groß genug ist im Herzen, dann kommt man auf die Idee, dass man sagt, jetzt muss ich mir etwas Gutes tun. Ich esse dann Schokolade. Es ist eine saublöde Idee. Es hängt dann irgendwann so. Aber es ist nur ein Versuch, irgendwie das innere Loch zu füllen. Es gibt Menschen, die trinken. Dann sagen andere schnell mal, der säuft zu viel, ohne zu sehen, was eigentlich dahinter steckt, welcher Schmerz da ist. Und das ist nur ein Versuch, diesen Schmerz zu lindern. Oder ich habe gehört, Frauen, die gehen dann einkaufen. Die kaufen Kleider. Also nicht alle natürlich, gell? Nicht alle. Aber dann kauft man sich Kleider, die man gar nicht braucht. Der Kasten überquillt und irgendwie hat man Sehnsucht, dass das innere Loch irgendwie gestillt wird. Wird aber nicht so. Solche Dinge sind die Folgen. Jetzt kann man auch hier einen anderen Weg entscheiden und ich sage dem mal den Weg der geistlichen Bewältigung. Da ist ein anderes Motiv dahinter. Da geht es nämlich nicht um mich und dass ich versuchen muss, irgendwie das wieder hinzukriegen oder auszugleichen, sondern es ist der Weg des Loslassens, der Weg, wo ich das Heil des anderen suche oder Gott irgendwie möchte, dass Gott groß wird dabei. Oder die Auferbauung der Situation in der Kirche oder was auch immer dann da ist. Und dass Gott geehrt wird. Das war der Weg, den Josef gegangen ist.
Und weißt du was? Der Josef, der konnte in dieser ganzen Zeit, also man geht davon aus, ungefähr 15 Jahre waren das, von dem Verkauf aus dem Brunnen nach Ägypten bis dann zu dieser Situation, als die Brüder kamen. Vielleicht waren es auch gegen 20 Jahre, egal. Aber in dieser ganzen Zeit konnte Josef mit seinen Brüdern kein Wort reden. Er konnte nicht sagen, jetzt brauchen wir mal eine Mediation, jetzt müssen wir mal uns aussprechen gegenseitig, dann vergeben wir uns sauber und dann ist diese Sache wieder geregelt. Nichts von dem. Es ist der Weg, den man gehen kann, von oben links nach rechts, den man gehen kann, ohne dass wir miteinander reden müssen. Es klingt komisch, funktioniert aber. Der erste Schritt ist, dass man mal sich hinsetzt und für sich klärt, was ist denn meine eigene Schuld dabei und die fremde Schuld. Und meistens konzentrieren wir uns, wenn wir verletzt sind, auf die fremde Schuld und sagen, der hat mich verletzt und deshalb ist unsere Beziehung kaputt. Jetzt muss man ganz ehrlicherweise sagen, obwohl das stimmt, natürlich, der andere hat mich verletzt, aber von hier weg, ich habe es schon mal erwähnt, bin ich auch Täter. Das heißt, ich habe relativ schnell, vermutlich auf diese Reaktion, zumindest in Gedanken, schon mal ein paar Pläne geschmiedet. Also ich habe auch einen Anteil daran. Und es ist wichtig, bevor wir wenn wir auf diesen Weg gehen, dass wir uns gut überlegen und auch ehrlich sind uns gegenüber, was ist Schuld des anderen und was ist meine eigene Schuld. Und ich kann dir x Beispiele erzählen, wo wir versucht haben, Konflikte zu klären, wo beide Seiten den Eindruck hatten, ich habe 0% Anteil und der andere 100% ist schuld. Und wenn der andere nur mal würde, dann kämen wir wieder vorwärts. Das ist falsch. Beide haben Schuld. Und die Lösung liegt nur darin, indem man eben den Weg geht und mal sauber auseinanderhält, was ist fremde Schuld und was ist eigene Schuld. Oder fremde Sünde, eigene Sünde. Kann man auch so sagen. Du kannst dem anderen schon sagen, was er dir angetan hat oder was er falsch gemacht hat, aber dann musst du es sofort loslassen. Wenn du sagst, das hast du verbockt und du musst dich bei mir entschuldigen, dann machst du dich abhängig von dieser Person und ich kann dir garantieren, das macht schwupp und wir gehen da runter. Das wird nämlich nicht. Was machst du, wenn du wie Josef kein Gespräch führen kannst? Wenn du wie Josef nichts klären kannst? Die Antwort ist einfach. Wir gehen allein diesen Weg und sagen, okay, die fremde Schuld, da müssen wir jetzt schauen, wie wir damit umgehen, mit der eigenen auch. Das heißt, nächster Schritt ist, wir vergeben. Wir vergeben einfach. Also ich sage das jetzt so einfach. Das ist eben eine große Herausforderung. Das ist nichts für Feiglinge, die meinen, es müssen alle anderen dann sich da bewegen. Nein, es ist unser eigener Weg. Das ist ja ein Riesenthema. Jesus hatte darauf hingewiesen, mehrfach, zum Beispiel Markus Evangelium Kapitel 11, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Er geht sogar noch weiter und sagt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergibt. Also ich muss nicht warten, bis der andere seine Schuld einsieht. Ich kann ihm vergeben. Da muss man kein Gespräch führen. Man kann einfach dem anderen vergeben. Und wenn ich hier aufschreibe, für mich Vergebung, dann bedeutet das eben für meine eigene Schuld, die ich zu Jesus zum Kreuz bringe, auch Vergebung entgegenzunehmen. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir die eigenen Sünden bekennen, dann ist Jesus treu und gerecht, er vergibt uns. Dann glauben wir es doch einfach. Und manchmal ist das fast das größere Problem, dass wir das wirklich glauben und annehmen, als anderen vergeben zu können. Und dann der nächste Schritt, wir übergeben die Sache Gott.
Römer 12, 19. Da schreibt der Paulus: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das heißt jetzt nicht, dass du sagen kannst, lieber Gott, nimm die Situation und jetzt warte ich mal, jetzt schaue ich mal, wie du dann den Blitz runterfährst auf den anderen und der hat das verdient und so. Nein, es bedeutet eigentlich nur, wir müssen uns nicht rächen. Wir können es Gott überlassen. Und wenn der andere weiter sich falsch verhält, wir können es Gott überlassen. Oder wir sollen es Gott überlassen. Und bei diesem Gott überlassen hat der andere immer noch nichts zu tun, sondern es ist eine Sache zwischen Gott und uns. Und wenn wir Gott etwas überlassen, dann bedeutet das zugleich, dass wir zu ihm gehen und sagen, Gott, Jesus, die Situation kannst nur du regeln. Bitte berühre sein Herz des Widersachers und berühre mein Herz. Für den anderen kann ich beten, darauf komme ich dann gleich noch, aber es geht eigentlich nur um das eigene Herz. Dass wir unser Herz Jesus hinhalten und sagen, du bist der Herzensheiler. Ich muss nicht alles bis in alle Tiefen ausdiskutieren. Mein Herz ist so verletzt und gekränkt. Bitte komm, berühre mein Herz und heile es. Das funktioniert, ich habe es erlebt. Wenn Jesus ein Heilungswunder tut am Herzen, dann werden Beziehungen anders, ohne dass man sich ausgesprochen hat. Ich habe das erlebt. Das ist so. Und wir können aus geheiltem Herzen heraus, können wir andere segnen, sogar die Feinde. Solange man Rachegedanken hat im Herzen, geht das nicht. Und es hat mich sehr berührt. Es ist schon manches Jahr her. Ich habe einen Freund begleitet, der hat wirklich, dem ist die Beziehung zerbrochen, war ganz schwierig, also Ehe. Ungefähr, ich habe ihn dann begleitet, nach 2 Jahren sagt er plötzlich in einem Gespräch, Wilf, du glaubst nicht, aber jetzt bin ich an dem Punkt. Ich bete für meine Ex-Frau. Sie waren dann schon geschieden. Bis dahin konnte er das nicht, aber er hat diesen Weg gemacht. Ohne dass sie miteinander gesprochen hatten, kam er an den Punkt, dass sein Herz heil wurde. Die Ehe existiert nicht mehr, die wurde auch nicht wieder. Aber er kam an den Punkt, dass er sagen konnte, jetzt kann ich für meine Ex-Frau, die mir so viel Böses, ihr natürlich auch, aber sie hat mir so viel Böses angetan, jetzt kann ich loslassen und für sie beten und sie segnen auf ihrem Weg. Das hat ebenfalls Folgen. Es führt in den Zustand vielleicht nicht von geklärten Beziehungen, wo wir miteinander alles geklärt haben, aber innerlich führt es in den Zustand des Friedens. Ich kann bei Gott die Dinge loslassen. Es führt zu einem geheilten Herzen. Die Verbitterung treibt nicht bittere Wurzeln im Herzen, sondern es kommt Frieden ins Herz, obwohl vielleicht die Umstände noch ganz schwierig sind. Und aus diesem Frieden im Herzen kann auch wieder gesegnet werden oder geht Frieden zu anderen. Das war es, was bei Josef funktioniert hat. Die Brüder kommen nach Ägypten, wollen Getreide kaufen, weil Hungersnot war in Kanaan. Und er erkennt sie. Sie erkennen ihn aber nicht. Er macht dann noch 2, 3 Testkurven. Er wusste ja nicht, was da gelaufen ist, oder in diesen 15, 20 Jahren. Und dann wäre der Moment, wo er abrechnet. Und er hat nicht abgerechnet, sondern er ist ihnen begegnet, hat geweint und nicht über seiner Verbitterung oder seiner Verletzung geweint, sondern weil er gemerkt hat, aus einem geheilten Herzen heraus, was da alles schiefgegangen ist und wie die Situation ist und diese zerbrochene Beziehung. Darüber hat er geweint. Aber er konnte ihnen sagen, ihr habt das Böse damals gewollt,
aber Gott hat es gut gemacht. Und wenn man das sagen kann, dann hat man diesen Weg gemacht. Und den hat Josef gemacht, ohne eben viele Gespräche oder Klärungssachen. Jetzt ist es so, wenn ich hier allein entscheide, also mich zieht es immer, das ist ganz komisch, die Schwerkraft zieht mich immer darunter. Ganz komisch, gell? Wir brauchen Unterstützung. Wenn ich allein reagiere, dann rechne ich schnell mal ab oder gehe eben diesen Weg nach unten. Dann bin ich oft überfordert, mein Herz ist überfordert. Im Stress fällt man schlechte Entscheidungen. Ich brauche Mitmenschen. Und du hast solche Mitmenschen. Das muss nicht der Pastor sein oder so. Es können gute Freundin, guter Freund sein, wo du sagst, hilf mir mal schnell. Ich bin überfordert mit deiner Situation. Mein Herz ist so verletzt und verkrampft. So können wir miteinander beten. Und dann betet ihr miteinander und dann hältst du Jesus dein Herz hin. Und dann sagst du, Jesus, du siehst, wie mein Herz gekränkt ist, verletzt ist. Und jetzt bitte ich, dass du kommst und mein Herz heilst. Er ist ja der Spezialist dafür. Wir lesen im Jesaja-Buch, Kapitel 53, den bekannten Vers. Er, das ist der Hinweis auf Jesus, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und jetzt kommt's, durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dein Herz heilen kannst du weder mit Alkohol, Jockey, Kleider kaufen, noch mit 100 Gesprächen, wo man das alles ausdividiert. Das macht schon manchmal Sinn, aber nicht immer. Nein, das Herz heilen und verändern kann nur einer. Derjenige, der es erfunden hat. Es kann nur Gott. Und er verheißt uns das. Wirklich. Hesekiel, Altes Testament, Kapitel 36. Dort sagt Gott dir, mir, uns heute auch zu, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das macht er. Das macht er. Und er kann es, was sonst niemand kann. Jesus tut Heilungswunder. Wir entscheiden, ob wir hier diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen. Das entscheiden wir. Wir entscheiden, ob wir Opfer bleiben wollen oder ob wir zu Tätern werden, was wir sowieso sind, auch hier unten, aber hier sind wir auch Täter. Und ich ermutige dich, den Weg geradeaus zu gehen. Ich möchte das zusammenfassen und bündeln. Es ist eine Realität, es gibt einfach immer wieder schwierige Erlebnisse. Ich habe übrigens die Folien ein paar Mal ausgedruckt. Ich lege sie hier vorne hin. Ihr könnt dann nachher auch diese Grafik von vorhin mit all den Bibelstellen, könnt dann das mitnehmen. Also, es ist eine Realität, es gibt schwierige Ereignisse. Das Zweite ist, jedes von uns, wir entscheiden über die Reaktion und welchen Weg wir einschlagen, ob wir den menschlichen gehen oder den geistlichen Weg gehen. Und ich bitte dich, wenn du in solche Situationen kommst, geh nicht allein durch, sondern nimm Unterstützung in Anspruch und lass dein Herz von Jesus heilen. Nur das führt zum inneren Frieden. Möge Gott dir und mir, uns, den Mut schenken, Verantwortung zu übernehmen für unsere Reaktion auf schwierige Erfahrungen. Und möge er uns die Kraft geben, dass wir dann mutig in seinem Sinn reagieren, Hilfe beanspruchen können, demütig, und dass wir auch unsere Herzen immer wieder von ihm heilen lassen können. So viel für heute. Jetzt bitte ich euch, Band, dass ihr nach vorne kommt. Wir haben ja diesen Moment noch hier
in der Anbetungszeit. Für mich ist das immer so ein Moment, das ist mein Moment mit Gott. Da geht es gar nicht um die anderen oder um die Lieder oder um die Kirche, sondern so mein intimer Moment, wo mein Herz wieder sich neu ausrichten kann, Gott begegnen kann. Oder er manchmal auch einfach unser Herz berührt in diesen Liedtexten, die wir gemeinsam singen. Ich bitte euch aufzustehen, zumindest zum ersten Lied, und ich leite mit einem Gebet über und übergebe dann euch. Gütiger Gott, du bist der Erfinder unseres Herzens und du siehst, wie oft unsere Herzen verletzt sind, weil wir in einer Welt leben, auch in einer Kirche leben, wo eben nicht alles perfekt läuft. Und du bewahrst uns auch nicht vor den schwierigen Situationen, aber du bist da und du berührst unsere Herzen, sodass wir von dir Heilung erleben können. Und das bitte ich dich, dass du das jetzt auch tust, übernatürlich unsere Herzen berührst, dort wo sie verletzt sind, dort wo sie voll Bitterkeit sind, dass du das rausnimmst und uns wieder neu mit deinem Frieden, mit deiner Präsenz erfüllst, auch jetzt.